Hi, grüß euch, servus und habidere. Ich bin jetzt auf dem Weg. Scheiße. Hi, grüß euch, servus und habidere. In diesem Video mal ganz was anderes. Und zwar machen wir jetzt ein Interview mit dem Bryson. Wo ich den Bryson gefunden habe, wo es so Bryson gibt, oder ob der Bryson mich gefunden hat, das werde ich der Bryson dann gleich hoffentlich selber erzählen. Und zwar der liebe Björn. Wie wir uns kennengelernt haben, total verrückt irgendwie, über YouTube, und bin gespannt. Jetzt fahren wir schnell und kaufen ein Geschenk, weil der Björn nämlich Urlaub macht hier mit seiner Familie. Und es kriegt ja jeder was, und dann treffen wir uns im Hofbräuhaus in Traunstein. Hofbräuhaus in Traunstein, das kennt ihr sogar schon, wenn ihr mich schon ein bisschen verfolgt. Da war schon der Anjo da, nennt ihr hier ein. Dann war Thorsten Engemann schon getroffen. Dann Michael Ritter natürlich. Muss ich fast einblenden, wenn ich das Video finde. Ach, darf ich mit? Ja, logisch. Ich komme hinterher marschieren. Oh. Ja, leck mir mal, ist das kalt. Oh, Gott sei Kruzifix. Dank aus der Kneipe raus, Mensch. Jetzt waren wir gerade 23 Biertrinker Ja, im Hofbräuhaus. da steht schön beschrieben, hier Hofbräuhaus. beleuchtet. Und wir machen jetzt Wildlife. Richtig geil. Machen wir jetzt. Mit dem Michael Ritter, der sagt mir jetzt, wie das funktioniert. Nee, Spaß, wir gehen ins Bett. Ja, jetzt gehen wir nach Hause. Genau. Ciao, ciao. Servus. Tschüss. Ein Fake-Video gemacht. So, Herr Michael Ritter, sein letzter Tag. Wir sind im Hofbräuhaus Traunstein. Wir haben schon eigene Adresse. Aber jetzt gehen wir wirklich raus und machen richtig Wildlife. Genau. Da werdet ihr jetzt schauen. Schauen wir die Tür auf. Wildlife. Wildlife. Ja, schaut super aus. Oh ja, es geht aber. Hat aufgehört mit Schnee. Da können wir noch mal in den Wald. Da können wir, ja, Jetzt nehmen wir das Zelt, sitzen an bis in der Früh. Trinken natürlich noch so einen Schnapsel. aber wisst ihr was, das ist viel zu nass und viel zu weiß. Ich glaube, das Wildlife lassen wir, ne? Na gut. Gehen wir Überredet. gehen wir wieder ins Wirtshaus. Na, dann gehen wir wieder rein. Irgendwann klappt schon. Und der Bresser Sascha von Naked TV, Naked Travel TV. Ich hoffe, jetzt habe ich keinen vergessen. Also, so bei mir ist es Tradition, dass man sich da trifft im Hofbräuhaus Traunstein. Und da freue ich mich jetzt dann drauf. Und dann schauen wir mal, was das für ein Schmarrn wird. Kamera macht halt der Jonas, der ist auch schon am Start. Und dann schauen wir mal. Ich weiß ja gar nicht, ob der Björn das überhaupt möchte. Und ja, nehmen wir eigentlich einfach mal mit zu einem kleinen Interview zwischen einem Urbayern, einem Ureinheimischen und Touri. Ich glaube, ich kann recht spannend und lustig werden. Also, jetzt fahren wir schnell Kaffee, das Geschenk. Genau, dann nehmen wir 3 Stück. Eins, 1, zwei, 2, zwei. 2. Weil 3 Gäste haben wir. 1, 2, Zuffer. Was möchtest du für Bier? Gibt kein Bier. So, also Geschenkkammer. Jetzt glaube ich haben wir 30 Grad. Geschenkkammer. Und jetzt fahre ich zu meinem Preis. Rio, New York, Tokio, Traunstein. Wer kennt nicht die Weltstädte? Jetzt haben wir endlich unser anständiges Bier und Fetzen mit den obligatorischen 80 km/h. Das ist in Bayern so die Durchschnittsgeschwindigkeit in der Stadt. Richtung Stadtplatz.
So, und dann waren wir auf dem Weg an den Traunsteiner Stadtplatz. Es war brutal warm, wir haben 30 Grad gehabt an dem Tag, es war ein wunderbares, schönes Wetter, die Leute waren freundlich, hat richtig Spaß gemacht und wir nähern uns immer mehr dem Traunsteiner Hofbräuhaus, den Ort des Schreckens, der Ort der vielen Besprechungen, den Ort des Hängenbleibens und der Ort von vielen interessanten Gesprächen mit vielen tollen Menschen. Und auf dem Weg dahin war ich mir total sicher, wie ich Björn soweit schon kennengelernt habe, dass es ein richtig schöner Tag wird. Zum Erwähnen ist noch das Traunsteiner Hofbräuhaus, ist eine Ausschankwirtschaft mit super leckerem Essen. Ein paar hundert Meter weiter wird das Bier gebraut in der Brauerei. Kann man eine Brauereiführung machen. Und in Traunstein kann es durchaus auch passieren, wenn du am Montagvormittag einen wichtigen Termin hast und durch die Stadt musst, dass vom Traunsteiner Hofbräuhaus die Pferdekutschen mit die Bierfassel umeinander fährt und die Wirtschaften mit dem leckeren Gerstensaft beliefert. Wie gesagt, meistens wenn du einen wichtigen Termin hast. Was aber ein bisschen schade ist, dass in der Wirtschaft keine Souvenirs kaufen kostet, wie zum Beispiel ein Traunsteiner Bier in der Flaschen zum Mitnehmen. Deswegen haben wir das vorher gesagt. Ist ein bisschen lauter. Ja, dann ist langsam am Nachbartisch ein bisschen leiser geworden bei den Nachbarn. Ja, die haben ganz schön rumgeschrien, aber anscheinend schreien gewisse Leute immer so laut. Und dann ist auch schon die freundliche Bedienung gekommen, die Babsi, und haben wir, wie es für den Biergarten gehört, einen schönen Kaffee gebracht mit Keksal. Und der Jonas hat natürlich einen Spezi gekriegt. War echt klasse. Und dann haben wir da so ein bisschen weiter studiert und geschaut. Und dann haben wir noch gewartet. Der Björn und seine Familie ist leider ein bisschen später gekommen, weil sie sich nicht in den Stadtplatz reinfahren haben traut, weil da rote Ampel ist. Aber rote Ampel ist bei uns in Bayern eher so Empfehlung und kein Muss. Also einfach vorbeifahren. Und dann waren wir schon ein bisschen nervös, weil man hat es ja nicht kennt. Und das ist immer so, wie man fremde Leute trifft. Vielleicht ist es am Bayerischen, ist man so ein bisschen skeptisch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch nie irgendeinen schlechten Menschen getroffen. Und das hat immer soweit alles passt. Und deswegen ist die Vorfreude ganz schick gestiegen. Und ja, der Jonas hat natürlich das Keks halt gekriegt. Und das hat dann auch schon nicht mehr lang gedauert. Ich habe dann schon die ersten Nachrichten gekriegt. Du, da ist irgendwas mit der Ampel. Sage ich, du, Ampel, egal, drüber. Passt schon. Und dann hat es mich wieder erwischt. Der Fluch vom Hofbräuhaus in Traunstein. Der Björn ist gekommen mit seiner Familie. Es war total lustig. Wir haben dann was gegessen und haben geratscht über dies, das, Ananas, über den Dominik Christen, über den wir uns dann kennengelernt haben und so weiter, haben wir geratscht. War total schön, geschmeidig und toll. Aber das Interview haben wir dann irgendwie nicht geschafft. Also, so wie immer, Wille war da, Körper war schwach. So, jetzt sind wir unterwegs. Mich hat der Traunsteiner Hofbräuhaus Fluch erwischt. Also, meistens ist es so, wir treffen uns im Hofbräuhaus in Traunstein, machen irgendwas aus zum Filmen und dann bleiben wir hängen und filmen nicht. Aber wir sind jetzt auf dem Weg nach Berchtesgaden wieder zu meinem Preißen. Nein, nicht Preißen, Rheinländer ist ein Rheinländer. Das ist ein Unterschied, habe ich gelernt. Zum Windbeutelbaron, wir haben also ein riesen Unwetter gerade auf der Autobahn gehabt. Und jetzt schauen wir, da werden wir dann unseren Rheinländer dann interviewen. Also, schauen wir. Der Jonas kriegt einen kleinen Windbeutel. Unimark mit Milligramm.
Aber anständig wie wir sind, ist er da extra rechts in die Parkbucht rein und hat uns vorbeifahren lassen. Das ist aber richtig sau cool, nach 10 Kilometern. So, eine riesen Scheißfahrerei war es. Jetzt sind wir angekommen bei der Windbeutelgräfin. Also eigentlich heißt der Windbeutelbaron, aber die Einheimischen sagen natürlich Windbeutelgräfin. Nee, Windbeutelgräfin ist woanders. Ja, schauen wir, was da abgeht. War eine Scheißfahrerei darauf, wie ihr jetzt gesehen habt, also so hier liegt. 1000 Autos, 1000 Preisen, alles mögliche an Kennzeichen. Ja. Jetzt kommt wieder unser Milliwagen. Jetzt pass auf. Gehen wir auf Zeiten. Da ist er. Der hat es auch geschafft. Fahrt ihr da mit dem Millikan spazieren, ne? So. Ja gut, das heißt doch Windbeutelbaron. Aber jetzt müssen wir reingehen, weil um 3 wollten wir uns treffen. Aber es war jetzt so eine Scheißfahrerei. Also eine Viertelstunde zu spät gekommen sind. Scheiße. Ich hasse Unpünktlichkeit. So, der Preis an sich ist immer dort anzufinden, wo es was Leckeres zu essen gibt. Und angeblich ist der Windbeutelbaron ein super tolles Lokal. Also glaube ich, haben wir richtig viel Glück, dass wir ihn da treffen. Also Windbeutelbaron ist halt der Touristenmagnet. Der Björn wartet schon. Der hat gesagt, sie haben eine Viertelstunde auf den Tisch warten müssen. Ich schätze, das ist so ziemlich brechend voll. Aber jetzt mit dem Unwetter, jetzt regnet es Gott sei Dank nicht mehr. Da drinnen stehen überall die Wolken. Das ist immer, wenn es regnet und warm ist. Dieser Dampfkessel. Ja. Haben wir es gleich geschafft. Das ist jetzt schon eine schöne Aussicht. Gell? Der Watzmann komplett im Nebel. Das ist der Watzmann. Ja? Der Berg ruft, auf wie muss ich Bur auf den Berg, auf wie muss ich. Wolfgang Amros, müsst ihr euch mal anschauen. Den schauen wir uns halt auf alle Fälle an, gell? Ja, wenn wir schon am Watzmann sind. So. So. Achso, und Buttermilk gibt es natürlich, Buttermilk. Alarm! Alarm! Dann gehen wir mal rein. Okay. 18,55 ist dabei. Und dann habe ich mir eine Festbrennweite geholt mit 24. So, also Windbeutel haben wir gegessen. Kaffee haben wir jetzt auch getrunken. Der Björn ist auch noch, hockt am Handy. Vom Watzmann sieht man nicht mehr viel, ich zeige euch das. Der Ton ist wahrscheinlich voll scheiße gerade. Aber so ist es in die Berge. Ist so schnell das Wetter dicht. Hier hockt man Gott sei Dank im Trocknen. Aber jetzt sind wir leider noch gestrandet. Müssen wir da einen Kaffee trinken. So, hi, grüß euch. Da ist er, mein Preis. Endlich haben wir ihn erwischt. Im Hofbräuhaus sind wir hängen geblieben, haben wir es nicht geschafft. Jetzt haben wir es erwischt vor der
schönen Kulisse. Gehen wir weiter zurück, weil da keiner leid. Da ist der Björn. Also ihr habt gelernt, der Björn ist kein Preis, er ist Rheinländer und das ist der Unterschied, stimmt's? Ja, ein kleiner Unterschied. Aus der Region Köln, Düren. Genau. Wie wir uns kennengelernt haben, vielleicht magst du so kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Weil ich habe da auch erst mal überlegen müssen. Ja, auf einem anderen YouTube-Kanal, blöden Kommentar geschrieben. Der Markus hat geantwortet. Ich habe nochmal geantwortet. Der Markus hat uns eingeladen zu einer Leberkas-Sammel. Und da sind wir. Die Leberkas hast du gemacht. Ah, doch. Die kriegt am Chiemsee am letzten Tag. Genau. Und zwar haben wir uns kennengelernt. Ich habe lange überlegt, beim Dominik Christen heißt der Typ, gell? Ja, richtig. Du bist ja auch so ein Fan von Dominik. Ja, richtig. Das ist ja ein lieber und netter Kerl. Echt? Ja, doch. Findest du ihn sympathisch, oder? Ah, jo. Echt? Nein, ich finde ihn so unsympathisch. Vor allem, wenn er so auf lustig macht. Gell? Der macht immer so auf lustig und im Endeffekt hockt er immer so am Schreibtisch. Gell? Und macht Ja, das stimmt. Bewegen tut er sich nicht viel. Der hockt immer nur am Schreibtisch, Ja. an seinem Computer und macht irgendwie gar Ja, nichts. ja. Also Dominik, an dieser Stelle geht von uns ein Gruß raus. Deine Community trifft sich in Bayern und ja, du hast irgendwie gefällt. Keine Ahnung. Ja, richtig. Der schafft es ja irgendwie nicht. Ja, Der Fotowalk ist ja auch noch nicht gelaufen. ja. Mal gucken, ob wir den dann mal hinkriegen Aachen, ja. und ob wir dann mal irgendwann dich bei uns begrüßen dürfen. Das wäre natürlich mal richtig cool. Also das wäre richtig cool. Also Dominik, an dieser Stelle, meine Zuschauer, wer den Kanal nicht kennt, schaut es euch an. Der Typ ist unsympathisch, unlustig, kann nix. Absoluter Schmarrn, Top-Kerl und auf alle Fälle empfehlenswert. Jetzt hätte ich bloß noch eine kurze Frage, weil Björn seine Frau wartet schon. 2000 Jahre später. Wie hat denn jetzt eigentlich Bayern gefallen? So als nicht Preuße, sondern als Rheinländer. Würde mich jetzt so interessieren, was hat dir jetzt gefallen, was hat dir nicht so gefallen? Wo hast du jetzt so kulturelle Unterschiede gesehen? Vielleicht magst du noch was. Ja, wir kommen ja immer wieder gerne nach hier, die Berge. Ne? Das Wetter, was sich schön schnell ändert. Ja, das stimmt. Die Leute hier sind manchmal ein bisschen entspannter wie bei uns. Schau, wie schnell so der Rauch aufsteigt. Ja, der Nebel. Fix es, Jonas. Also es ändert sich alle paar Minuten. Ja. Nein, aber die Leute hier sind entspannt, die sind locker. Das macht Laune. Also muss ich auch sagen, für meinen persönlichen Preisen total sympathisch. Rheinländer total sympathisch. Also Rheinländer und Bayern so. Ja, wir. Genau. Wir sind das so. Also, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und das letzte Wort kriegt natürlich der Gast, der Björn. Ich? Ja. Okay, jetzt hast du mich aber erwischt. Ja, folgt alle weiter, guckt mal beim Dominik rein. Macht's gut. Habe die Ehre, Drecksackscherde. So, jetzt sind wir zurück im Auto, Jonas und ich. Total sympathisch. Also Rheinländer sind definitiv auch ganz sympathische Leute. Ein Riesenspaß. Ich finde es natürlich schade, dass die schon fahren. Ja, aber es ist immer so, wenn man einen Alltag hat und nicht Urlaub, dann haben wir leider nicht so viel Zeit. Und das ist ja bei mir leider auch so. Alltag, klar, bin ich im Urlaub. Aber total toll. Und ich bin mir sicher, der Björn, der wird irgendwann viral gehen. Und er hat schon Pläne, er wird wahrscheinlich so Beauty Productions machen, vorstellen. Ja, Dominik. Also Dominik, du hast echt coole Leute in deiner Community. Respekt. Also ich auch. Ja, also ihr seid mindestens genauso cool, gell? So, also und jetzt fahren wir. Eigentlich wollten wir normaler Winkel fahren, aber jetzt ist dann doch schon recht spät. Und eigentlich habe ich richtig voll Bock drauf, das Video zu schneiden, gell? Da schauen wir uns jetzt nämlich das Videomaterial an. Da ist richtig Lust drauf. Und das mache ich heute abends. Also, ihr habt es ja schon gesehen. Jetzt habt ihr echt das Video bis zum Ende angeschaut. Ja, super. Also auch wenn ich immer gerne auf die Preisen schimpf, es ist gar nicht so gemeint. Also ich mag Preisen, vor allem wenn es wieder heimfahren. Na, Spaß. Mich fasziniert das und jetzt wollte ich eigentlich mit dem kleinen Projekt, mit dem Video zeigen, wie das ist, wie sich die Leute untereinander zwischen den Communities vernetzen, austauschen. Und das gibt es einfach nur in der Foto-Community, sage ich mal, Video-Community. Und das finde ich absolut toll und spannend und möchte mich hier bei euch bedanken. I was hoping you would stay, but I've always known you would go and find your own way.